Hallo zusammen, schön, dass Sie mir wieder folgen. Ich begrüße Sie heute zu einer neuen Folge von Wie Pünktchen nach Köln kam mit dem Titel Wie der erste FC Köln nach Köln kam. Der FC Köln, ja, ist eine lange Geschichte, die Entstehungsgeschichte, da gebe ich Ihnen heute einen Teil von wieder. Denn kaum ein Verein in Deutschland repräsentiert seine Stadt so wie der erste FC Köln. Ungefähr 80% aller Mitbewohner dieser Stadt sind in irgendeiner Form mit diesem Verein verbunden. Man sagt in der Regel, ja, wenn du hier geboren wirst, wirst du mit dem FC gegengeboren. Genauso ähnlich wie du mit dem Köln gegengeboren wirst. Also da gibt es einige Gene, die man hier mitbekommt. Aber auch Immis oder andere Hinzugereiste oder nicht mehr hier Wohnende tragen dieses Gen relativ schnell in sich, denn es scheint ein über alle Ecken und Kanten springendes Gen zu sein. Ich befinde mich hier im Grüngürtel der Stadt, im äußeren Grüngürtel. Okay, ich habe heute ein bisschen Pech gehabt, weil ausgerechnet heute die Stadt auf die Idee kommt, auf den Wegen, wo ich hier kurz vorm Geisbockheim drehen möchte, ja, das Laub aufzusaugen bzw. zusammenzuräumen. Aber das soll uns mal nicht stören. Wir suchen uns jetzt mal ein ruhigeres Fleckchen und dann fangen wir mit unserer Geschichte an. Wie der erste FC Köln nach Köln kam. Als angedeutet habe, das ist eine längere Geschichte. Ne? Also, wir müssen da jetzt erstmal ein paar Zeitsprünge miteinander machen. Ne? Springen wir erstmal knapp 2000 Jahre zurück. Ne? Zu den Zeiten, als Klüngelos und Agrippina hier ihre Ballspiele spielten, gab es noch keinen Verein. In diesem Sinne, wie wir ihn kennen. Ne? Also da jagte der Klüngelos auf gut Deutsche, sagt dem Agrippina singe Böll hingeher. Ja, lassen wir jetzt mal so stehen. Ne? Dann kamen all die Urväter deutscher Generationen, die über die Ubier bis hin zu den Franken, ja, immer was zu spielen suchten. Ne? War nicht immer eine Ball, war meistens Keule oder Schwert, aber immerhin hatten die auch ein paar runde Dinger, Knöpfe da dran oder haben sich aus warte, jetzt hat mich gerade mal angeflogen. Oh, ein Käfer. Gut, hatten irgendwas, womit sie dann einfach mal so ein bisschen boschen konnten. Ne? Aber Fußball in dem Sinne ja, aber da auch noch nicht. Ne? Gut, dann kamen die Franzosen. Zur Franzosenzeit hier in Köln zwischen 1794 und 1814. Ja, aber zumindest schon das aus England importierte Tennis. Ne, das hat dann die Haute Volée gespielt. Ne? Fußball hat man da ab und zu mitgespielt, wenn der Ball irgendwie ja, auf den Boden fiel oder so. Ne? Dann kamen die Preußen und unter den Preußen wurden die ersten Vereinsstrukturen hier in Deutschland gebildet. Unter anderem einer der ersten Vereine hier in Köln. Ne? So, Sie sehen, wenn Sie die Sonne nicht so blendet wie mich, ich befinde mich hier am Geisbockheim. Gut, Geisbockheim heißt, wir sind im Heute, wir sind im Hier und Jetzt und wie der FC derzeit so schön sagte, wir sind spürbar anders. Am 13. Februar 1949 trafen sich einige Visionäre der beiden Sportvereine Sportvereinigung Sulz 07 und erster Fußballclub Köln 07 e.V. zusammen und hatten eine gemeinsame Vision. Weil man hatte dort eingesehen auf beiden Seiten, ich befinde mich hier übrigens gerade am Geisbockheim, mit der Anschrift Franz-Krämer-Allee 1 in Köln. Also auf gut Deutsche sagt, wenn Sie von der Bärenrate abbiegen, sind Sie da. Jetzt mit einer neuen Bushaltestelle unter anderem. Auf jeden Fall an diesem 13. Februar 1949 schlossen sich diese beiden Vereine zusammen und hatten die Vision, man kann nicht als einfacher, ja, örtlicher Verein große Dinge erreichen. Man muss sich zusammentun, um etwas Großes, Gemeinsames zu erreichen. Und somit bildete man zusammen in einer Nacht- und Nebelaktion, auf gut Deutsch gesagt, das wurde in der Kneipe gemacht und handschriftlich niedergehalten, den ersten FC Köln.
dessen erster Präsident der Franz Kremer war und dessen Vision es war, und das sagte er auch auf der ersten Sitzung, beziehungsweise diese Frage stellte er an alle dort anwesenden Mitglieder: Wollt ihr mit mir deutscher Meister werden? Ja, das kam dann irgendwann auch. Und zwar, ja, wer weiß es, 1962 das erste Mal. Aber es blieb nicht nur beim 1962, sondern 1964 und 1978 gelang es dem ersten FC Köln, weitere Male deutscher Bundesligameister zu werden. Hätte ich bei einer Bundeskanzler gesagt, ja gut, Adenauer war zwar dabei, aber da wäre nicht gemeint gewesen. Darüber hinaus hatte der erste FC Köln das Glück oder das Vermögen, sowohl in den Jahren 1968, 1977, 1978 und noch 1983 deutscher Pokalsieger zu werden. Und da haben wir dann diese Leute gesehen, deren Namen heute noch in aller Munde sind. Während ich hier immer noch darauf warte, dass die Jungs da hinten mit ihren Laubbläsern fertig werden, was ihr da im Hintergrund hört, hatte ich die Freude, Gerd Kreber zu treffen. Der Mann, der uns Köln bis ins Detail beim WDR vorgestellt hat, jetzt in Rente ist. Der kam eben mit dem Fahrrad und mit dem Hundchen vorbei. Wir haben ein kurzes Schwätzchen gehalten, hat mich sehr gefreut. Und ich habe ihm mal ganz kurz gesagt, dass es uns gibt, ne? Sozusagen die Nachfolger von ihm, ne? Also sprich ich, ne? Also wenn auch nur in Hobbyfunktion. Wir waren stehen geblieben, kommen wir mal jetzt vom Gerd Kreber weg, zurück zu unserem Thema, wie der erste FC Köln nach Köln kam. Und ich hatte erwähnt, wie oft der erste FC Köln deutscher Meister, nämlich 3-mal, und deutscher Pokalsieger, nämlich 4-mal geworden ist. Ne? Ebenso hatte ich erwähnt, dass sich inzwischen gut rund 80%, wenn nicht eher so ja von der Dunkelziffer 100 auszugehen ist, sich hier in Köln mit dem ersten FC Köln ja in irgendeiner Form verbunden fühlen, was einzigartig in Deutschland ist. Wer kennt nicht das Vereinsmaskottchen, Hennes? Wer kennt nicht das Emblem, der Kölner Dom und der Hennes? Und ganz dick steht drauf, 1. FC Köln. Was viele nicht wissen, ist, wie das Teil entstanden ist. 1948, also praktisch mit Vereinsgründung, hat der damalige Textilmeister Ralf Hohrmann, den kenne ich persönlich, den gibt es heute noch, der macht in der Altstadt Stadtrundführung, könnt ihr gerne mal googeln, also die Brauhaustour, die ist auf ihn gewachsen, hat das damalige erste Logo des ersten FC Köln entworfen. Und das erstmalige Logo bestand nur aus dem roten Grund und dem Dom. Ja, bis es dann dazu kam, dass dem ersten FC Köln etwas geschenkt wurde. Und zwar auf einer Karnevalssitzung. Am 13. Februar 1950 haben nämlich Carola und Harry Williams von der Kölner Zirkusfamilie Williams dem ersten FC Köln auf einer Karnevalssitzung bemerkt, das Thema Karneval verfolgt den FC jetzt schon etwas länger. Ne? Also nicht nur jetzt Karnevalsverein, sondern ja, da liegen eigentlich auch die Ursprünge drin. Da war eine... So, weg ist die Wespe. Wo war ich stehen geblieben? 1950. Am 13. Februar wurde auf einer öffentlichen Karnevalssitzung dem damaligen FC-Präsidenten Kremer, da ist die Wespe schon wieder, da könnt ihr gucken, die verfolgt mich, ein Geißbock geschenkt. Mitarbeiter des Zoos hatten diesen Geißbock 1949 in den Nachkriegswirren irgendwo in Deutschland am Straßenrand gefunden. Und auf dieser Karnevalssitzung 1950 schenkte die Familie Williams Franz Kremer diesen Geißbock als zukünftiges Vereinsmaskottchen. Also änderte sich damit auch das Logo des ersten FC Kölns, was vorher nur aus dem Dom bestand dann auf einmal aus Dom und Geißbock, so wie wir es heute kennen. Und der Woche. Der Geißbock für den FC. Der hat einfach noch, da ist die Kamera, der hat einfach noch keinen Namen gehabt. Ne? Also der hatte noch keinen Namen. Ne?
Also haben die sich ganz fix, also hier in Köln können wir ja echt meinen, was den FC betrifft, passiert alles in der Bierlaune oder aus einer Bierlaune heraus. Ist aber nicht so. Aber ebenfalls an diesem Abend war es noch so, hat man diesem Geißbock einen Namen gegeben. Hennes. Somit war er geboren. Hennes der Erste, des ersten FC Köln. Heute sind wir bei Hennes dem Achten. Und das, was wir jetzt machen, ist, ich erzähle euch mal die Geschichte der Hennesse von 1950 bis heute 2015. Also, Hennes der Erste lebte von 1949 an, wurde 1950 erstes Vereinsmaskottchen und hat dann wirklich tapfer durchgehalten bis 1966. Hat also im Endeffekt 2 Meisterschaften miterlebt des FCs, bevor er dann 66 an Altersschwäche gestorben ist. Ja, dann musste ein neuer Hennes her. Wie kam es dazu? Sag ich Ihnen jetzt. Wie hatte der Zirkus Williams es mit dem ersten FC Köln? Ist ja auch kein Wunder. Nämlich der erste FC Köln, genauso wie der Zirkus Williams, stammen ja aus dieser Stadt. Also, der zweite Hennes wurde dem ersten FC ebenfalls von den Williamsen geschenkt. Dieser hat unter anderem dann auch den Pokalerfolg 1968 miterlebt, bevor er dann irgendwann, jetzt lasst mich nicht lügen und ich gucke mal nach, im August 1970 alle 4 von sich gestreckt hat. Stunden wir wieder da. Wir brauchen einen neuen Geißbock. Stunde 1970 da, wie gerade erwähnt, hatten keinen. Da machte sich der Kölner Express auf den Weg und suchte und fand Hennes den Dritten. Hennes der Dritte war der erste Geißbock seiner Ära des ersten FC Köln, der keinen Titel miterlebte. Aber er hatte was anderes. Das kann man. Er hat was anderes. Nämlich, er bekam als erster Geißbock ein ordentliches Zuhause bei dem weltberühmten Bauern Wilhelm Schäfer in Köln-Wiedersdorf, wo er lange Zeit gelebt hat, nämlich bis 1975. 1975 bis 1982 hatten wir dann Hennes den Vierten, der erste Geißbock, der Double erleben durfte und der Geißbock, für den die Höhner das Lied geschrieben haben, unsere Bock ist Meister. 82 bis 89 kam es dann zu Hennes dem Fünften und somit dem letzten Geißbock, der 83 nochmal einen Erfolg des FCs miterleben durfte, bevor er dann friedlich in den Armen seines Bauerschäfers eingeschlafen ist. Von 1990 bis 1996 aber dann Hennes den Sechsten. Der litt allerdings sehr stark unter der Erfolglosigkeit dieses Vereins, was man eben nachvollziehen kann. Aber dann kam es noch schlimmer. Dann kam nämlich Hennes der Siebte. Hennes der Siebte ist heute noch zu sehen an der Geschäftsstelle des ersten FC Köln, in der Franz-Kremer-Allee am Geißbockheim. Sein Spitzname lautet weiterhin bis heute der Unglücksbock. Denn er erlebte in seiner Amtszeit 4 Auf- und Abstiege. Er musste auch den langjährigen Geißbockhüter William Schäfer mit ins Grab begleiten. Auf gut Deutsch gesagt hat er dessen Tod am 11. Juni 2006 miterlebt. Wegen einer Arthrose in seinen Gelenken war Hennes der Siebte der erste Bock, der zu Lebzeiten in Rente gehen musste. Denn krankheitsbedingt konnte er im Aufstiegsjahr 2008 bei den Heimspielen gegen Hoffenheim und Mainz schon nicht mehr ins Stadion kommen. Im Frühjahr 2009 verschlimmerte sich sein Zustand, und zwar so schwer, dass er am 13. März 2009 eingeschläfert werden musste. Zu Hennes dem Achten kam es dann im Jahr 2008. Hennes der Achte, der wurde erwählt, und zwar musste er sich gegen 3 Mitkonkurrenten auseinandersetzen und er wurde per Online-Voting auf der FC-Homepage mehr oder weniger zu Hennes dem Achten erwählt. Vorher noch Bock ohne Namen, auf einmal Hennes der Achte mit einer großen Bürde, diesen Verein würdig zu vertreten. Für Hennes den Achten wurde extra im Kölner Zoo ein kleines Geißbockheim errichtet, damit sich all die FC-Fans an ihm erfreuen können, sodass sie nicht nur bei den Heimspielen irgendwie unseren Geißbock sehen, sondern auch mal ebenso mit Mama und Papa oder alleine
in den Zoo können, um ihn dort zu bewundern. Ja, Hennes der Achte hat eine große Bürde, denn Hennes der Achte ist der Bock, der uns jetzt schon seit 2 Jahren in der Bundesliga hält und der dafür verantwortlich sein wird, dass wir ja wahrscheinlich, jetzt haben wir 2017 in der Europa League unseren ersten Erfolge feiern. Wie schon vor langer, langer Zeit. Und auf dieses vor langer Zeit, auf unsere 3 deutschen Meisterschaften und auf die Pokalsiege, gehe ich in der nächsten Folge ein, die dann da heißen wird, wie der erste FC Köln nach Köln kam, Teil 2. Ja, ich hoffe, Sie haben heute schon mal ein bisschen was über den FC kennenlernen dürfen von mir. Ich konnte Sie ein bisschen mitnehmen durch die Zeitgeschichte und ja, lehnen Sie sich wieder schlafen.